Mitglieder der Nixon-Rüstung-Volks sind äußerst begabte Kämpfer, die unter der Meeresoberfläche leben. Und damit willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ein weiterer Solo-Modus steht uns bevor, oder sprich eigentlich Kapitel vom Solo-Modus. Und ja, so viele haben wir hier gar nicht mehr, zum Glück. Also sagen wir mal, aktuell haben wir nicht mehr so viele. Wir gucken mal, wie wir heute mit diesem Kapitel vorwärts kommen. Erstmal Szenario, wie gewohnt. Das Unterwasservolk, also Volk der Tiefsee. Wir machen also einen, wenn man im Anime, im Original-Anime referenzieren möchte, auf, wie hieß er schon wieder? Mako, glaube ich. Was ist der Typ, der mit den Wassertexten so gekämpft hat? Das Volk der Tiefsee. Lemuria, die vergessene Stadt. Nicht Atlantis, nee, das ist eine andere Geschichte. Einst ist diese Stadt ein wunderschönes und blühendes Zentrum mit fortschrittlicher Technologie gebaut und reich an Kultur. Eine unglückliche seismische Verschiebung, die den gesamten Kontinent erschütterte, ließ die Stadt jedoch auf den Grund des Ozeans sinken. Und heute? Eine Gruppe sogenannter Nixon-Rüstung-Kreaturen hat sich in den Ruinen der einst blühenden Stadt niedergelassen. Diese Wasserwesen wurden von einer wohlwollenden königlichen Familie regiert und lebten unter dem Ozean in Frieden, verborgen vor dem Rest der Welt. Sie liebten es zu singen und brachten ihre Lieder oft dem Gott des Meeres dar, zu dem sie beteten, ihr tägliches Leben möge geschützt und friedlich bleiben. Viele der Sänger waren Erwachsene, zum Beispiel Nixon-Rüstung, Abyslinde, aber nicht alle. Einige, wie Nixon-Rüstung Abysdyne, waren jung, aber das bedeutete nicht, dass ihr Gesang weniger schön war. Alle in diesem Meervolk spielten eine wichtige Rolle bei der Darbringung ihrer Gebete. Zum ersten Blick erscheinen sie wie friedliche und anmutige Wesen, ohne irgendwelche schlimmen Eigenschaften. Aber das war weit von der Wahrheit entfernt. Tatsächlich schlummerte in ihnen eine große Kraft, die einzusetzen sie sich im Notfall nicht scheuten. Die Nixon-Rüstungskrieger hatten Waffen, die sie bei ihren Patrouillen auf den Gewässern oder der Jagd nach Nahrung einsetzten. Einer der Krieger war Nixon-Rüstung Abyss Hecht. Er kämpfte mit einem einzigartigen Nahkampfstil, der sich unter Wasser hervorragend bewährte. Dann war da noch Nixon-Rüstung Abyssteur, der mit seiner angeketteten Harpune sehr geschickt war. Diese Krieger trainierten hart und kämpften tapfer, um die Sicherheit ihres Volkes zu gewährleisten. Die Nixon-Rüstung-Kreaturen waren ein nomadischer Stamm und hatten viele Meilen zurückgelegt, um einen sicheren Ort zu finden, den sie ihr Zuhause nennen konnten. Diese Lebensweise war der Grund für ihre furchterregenden Leistungen und Fähigkeiten im Kampf. Jo, klingt ja schön. Ching ching, Wasserkugel, yeah, bling bling. Praktisch Number One. Denn ja, eine Einzelheiten von Nixon-Rüstung-Decks. Wir sind als Zweiter. Das ist Deutsch, ey. So. Oder einfach, du spielst als Zweiter, das wäre noch einigermaßen korrekt. So, Moment. Aktivieren, Friedhof, Verbannung, was? Okay. Was aus der Gelegenheit, die Effekte von Nixon-Rüstung Monsterstufe 13 nutzen, aktiviert werden, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden. Ein schwieriges Monsterstufe beschwören. Was? Stufe 3 Monster, Stufe 4 Monster, Stufe 7 Monster sind alle unterschiedliche Fähigkeiten. Oh super, das wird lustig. Also quasi ein höherstufiges Monster zu rufen, die mich schwächer abwerfen. Ist eine Variante, so wie es gerade wieder ist. Ich würde zuerst nichts so ist ein Abyss. Was? Abyss Megalo. Muss das Level stimmen wie bei einer Synchro-Beschwörung oder ist das egal? Ah, okay, ist egal.
Also ich werfe 2 Karten ab, um ein mächtiges Monster zu rufen. Warum heißt die eigentlich immer mit Abüs dazwischen? Okay. Den Effekt zuerst nutzen, dann den Effekt vom Friedhof-Viech, dann noch einen Effekt nutzen. Ne, nur 2, okay. Also quasi zurückzurufen. Links. Mehr Power. So, wieder Monster opfern. Er zweimal attackieren kann und es kann natürlich noch ausrüsten mit dieser krassen Ding. Zauberkarte, was steht da? Also halt, wenn ein Zaubereffekt aufgelöst wird auf der Spielfeldseite und das Gegner dann aktiviert wurde, und ihren Effekt und legen dann diese Karte vom Friedhof. Okay. Nice. Lass uns in die Battle-Phase übergehen. So, da kann er zweimal angreifen, war aber richtig verstanden? Jo! Victory is our! Ching ching! Sehr schön, und 50 Wasserkugeln, perfekt. Nächstes Duell. Ganz kurz das Leideck an, wie sieht's? Ach du Scheiße. Nix in Rüstung, aber es ist Stripter, okay, es gibt auch Xyz-Monster, die darauf abgestimmt sind. Interessant. Voll gepanzerter Schwarzstrahl-Lanzenträger. Alter, da passt kaum auf die Karte drauf. Was ist das denn? Bäh. Jetzt im Teil die Namen bei diesen Karten, ganz ehrlich. Oh, das ist noch schlimmer. Nummer 37, Hoffnungsgewetter Drachenspinnenhai. Alter, der Typ, der die Karte entworfen hat, hat sicher keine Freude gehabt, hey. Wie er hier die Ziffern und Buchstaben zusammenquetschen musste. Ich meine, die 37er kennst du kaum noch. Alter. Naja, nicht mein Problem. Ist der was so schlimm? Ne, der geht. Sag mal. Nächste Rüstung, Abus Gaios. Rang 7. Alter, zweimal Stufe 7. Ich kriege die aufs Feld. Nächste Rüstung, Abus. Natürlich, noch Link-Monster, ist klar. Jo. Das sieht doch gut aus. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Wie gewohnt, wa? Wir sind als Zweiter. Steh uns bei, schwarzer Magier. Entschuldigung, dunkler Magier. Oder Mahad, oder wie auch immer. Okay. Umiruka, eine Oldschool-Zauberkarte. Aber richtig oldschool. Okay. Der reingelegt wird. Okay, aber theoretisch kann ich ihn als Spezialbeschwörung rufen. Das geht ja schon mal. Wenn wir zum Beispiel jetzt den hier abwerfen. Ich habe natürlich auch mehrere Effekte, ist ja klar. It's Kettentime. So, da kann er Spezialbeschwörung rufen. Jetzt umgekehrt. Ach, Trottel. Jetzt will er umgekehrt spielen müssen, hätte den Effekt nochmal nutzen können. Aber da ist Stufe 3. Huch. Ihr habt doch noch stärkere Monster im Deck.
Aber das Rüssel klingt aber noch cool. Mal kurz gucken, geht es sich um die Link-Monster, ja klar. Hätte ich denn irgendwie etwas Kluges mit Rang 3? Nummer 17 Leviathan-Drache, wer kennt ihn nicht? Nummer 47 Albtraum-Viech. Keine Spezialbeschwörung beschworen wird. Ist das nicht... Exis-Beschwörung ist doch immer eine Spezialbeschwörung. Eigentlich auch. Da wird tatsächlich unterschieden zwischen Exis und Spezial. Sprich, Spezial wäre, wenn das Vieh vom Frieder zum Beispiel rufen würde. Gefährlich, Freunde. Ich rufe mal den hier nach. So. Okay, na komm, versuch's mal. Linkbeschwörung! Ching Ching kriegt noch mehr Punkte hier. Das ist ein cooles Viech. Okay. Hä? Hab ich gar keinen Rang. Link 3, Entschuldigung. Nö. Gefangen Mixis Monster, okay, cool. Dann Friedhof. In der M-Phase, okay. Geht es darum, dass ich irgendwie 3 Viecher rufen könnte für Xyz oder Linkbeschwörungen. Was anderes sehe ich da irgendwie auch nicht. Ach komm, das ist doch unfair. Wieso hat der denn so krasse Viecher und ich irgendwie gar nicht? Na gut, doch schon, aber... Okay, krass. Ja, ja, du schon angreifen, aber bringt nicht viel. Naja. Noch irgendwie etwas rufen. Ja, das wäre natürlich jetzt sehr clever. Ich ersetze ihn durch ein anderes Link 2 Monster. Mhm. Tja, Deck hinzu wäre eine Option. Der bringt gerade nicht so viel, wenn wir lieber nachher rufen. Ja, komm, wir werfen eine Karte ab. Dann doch ein gelegt, wir können wählen ihn hier. Oder sie, wie auch immer. Was rufen auf die Hand? Stark, krasse Viecher. Jo. Ja, das Vieh, was er hat, habe ich gar nicht. Krass. Ich habe auch den hier. Kann sein, was er den Friedhof abwerfen. Das könnte knifflig werden. Naja. Was willst du machen, wa? Hä? Was kann der? Na so, überlassen doch.
Hast du 7 Viecher? Ich würde sagen, vielleicht sogar den hier noch. Moment, wie ging der Effekt genau? Okay. Eine Verteidigungsposition rufen bringt mir aktuell eigentlich nicht so viel, es sei denn... ihr könnt den wählen. Eventuell auch eine Option. Hey, ist dasselbe Effekt. Nee, falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, ist halt egal, ob es auf dem Spielfeld zerstört wird oder nicht. Hä? Das ist ein ganz fieser Trick, Kumpel. Okay. Nixis-Beschwörung. Hi, hi, hi. So. Okay, was machen wir? Die Fallenkarte auslösen. Und 3 andere Wasser uns auf den Friedhof abwerfen. Wir haben momentan nur 2 aufgetan, das könnte man ja ändern. Aber ist Sturmböe. So, mal gucken. Nee. Du kannst ein anderes als eine Angriffsposition als Tribut anbieten. Das hat einen Angriff durchführen. Yeah. Die ist sicher. Also, Entschuldigung. Die ist sicher gut. Macht alles auf dem Feld. Okay. Stufe 3. Ne, nochmal eine Stufe 3. Noch eine Stufe 7. Erscheinen zum Appell. Megalo. So, jetzt kann ich ein bisschen was rufen, wa? Zum Beispiel Nixon-Rüstung, Abus Bö. Offene Karte können wir nicht angreifen. Was? Achso, das Stufe 5 oder höher, Entschuldigung. Ja, das sind ja Rang. Dann kann eine Stufe nicht. Ja, dachte gerade, hä, kann er selber nicht angreifen, wäre ja doof. Die weniger Angriff diese Karte haben. Okay, das könnte cool werden. Ja, behalten wir hier oben für Rangbeschwörungen. So, das wäre dann möglich. Warte mal. Ich habe noch den Effekt hier. Moment. Hatten wir schon mal. Der Albtraum-Dings. Hat doch eigentlich immer nur 3, aber sogar 3 Monster Stufe 3. Das ist die Frage, wird das überhaupt? Kann der Monster nicht angreifen. Der Albtraum mal. Ich kriege natürlich noch ein bisschen Boost, ist klar. Aber so viel jetzt auch nicht. Ich finde das Ding eigentlich fast ein bisschen interessant. Warte mal, wie war das hier? Verlieren wir, ja, das ist das Problem. Verteidigung hier. Müssen also sowieso so oder so mehr auf den Angriff gehen. Leviathan könnte ich immer weiter boosten.
Ich meine, ich muss sein gegnerisches 4 schon zerstören, ne? Darf ich nicht vergessen. Warte mal. Wenn ich den Effekt aktiviere. Genau, dann kann der Gegner eigentlich selbst nichts mehr machen. An der Stufe 5 oder höher kann ich nicht angreifen. Also das Problem, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich opfer die und würde nachher einen Abus-Le-Dingsbums rufen. Bringt mir nichts. Weil dann Stufe 7, da könnt ihr gar nicht angreifen. Ich mache es nachher quasi. Ja, eventuell auch eine Option. Will ich trotzdem den? Ja, komm. Wir machen mal ein bisschen Xyz-Beschwörungen, Freunde. Hatten wir schon länger nicht mehr. Albtraumhai. So, dann wollen wir doch erst einmal, ne? Hier wird mal eine Karte abgeworfen. Ich nehme den hier. So. Den kann ich nicht mehr angreifen, das wäre doof. Ich greife lieber an und zerstöre seine beiden Monster. Weil er kann jetzt seine Effekte nicht nutzen, eigentlich. Jo, hat geklappt. Natürlich kann das Vieh jetzt da nicht nutzen, da ist klar, die brauche ich nicht. Okay. Naja, setzt einfach oder fügt sich ein weiteres Wassermonster Stufe 3 im Deck hinzu. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich meine, er könnte eine Link-Beschwörung theoretisch nutzen, aber jetzt hat er es ja schon gemacht. Eine Link-Beschwörung nützt ihm nichts, weil dann kann ich es. Wenn ich den Effekt immer noch nutzen, sobald das Link-Monster gerufen hätte. Ja, eben. Seht ihr, kann man da eh nichts machen. Auftauchen, was macht die Karte? Spezialbeschwörung, okay. Dann hänge ich doch mal ein Ding ab, warte mal. Nee, den wollte ich gar nicht. Na komm, dann nehmen wir mal den hier. So, jetzt müsst ihr direkt angreifen können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hätte auftauchen noch. Position rufen. Ja, ja, ja. Okay. Passt soweit noch. Ja, so eine Strategie, so eine Verteilung aufbauen, ist kein Problem. Ich kann auch zwei Materialien abwerfen, also. Wenn es sein muss, ist er gleich weg. Jetzt müssen wir langsam was machen, wa? Wenn jetzt halt einen Effekt seiner Monster aktivieren möchte, grätsche ich mal auf dazwischen. Aber er tut es nicht, oder kann es nicht, oder weiß, dass ich ihm dazwischen grätschen würde, also macht er nichts. Weiter Monster zu rufen bringt mir nicht viel, außer für mehrere Monster rufen, aber weil er hier verhindert, dass diese starken Viecher überhaupt angreifen können. Ups, Entschuldigung, fast einen Fehler gemacht. So. Werfen noch mein letztes Material ab.
Ich will trotzdem den Effekt hier nutzen, ne? Zum Beispiel um den hier zu rufen, just for fun. Das ist ein anderes nichts. Als Tribut anbieten, ja, genau. Nee, so einen Quatsch machen wir hier nicht, Freunde. Im Gegenteil, wir beenden das Duell. Mit 3 direkten Angriffen hintereinander. Und Victory is our. Ching Ching. Sehr schön. Ein schönes Deck. Geht nicht. Warte mal, brauche ich von hier. Dann ist das nun mal so etwas, wo ich habe die Wasserkugeln ja bekommen. Ich brauche mehr, als ich bereits habe. Also müssen wir wieder mit anderen Dingern, ja, wie soll ich sagen, mit anderen Kapiteln hier im Solo-Modus irgendwie interagieren, da Kugeln sammeln, damit ich hier wieder freischalten könnte. Okay. Ein wichtiger Grund für ihr Überleben war die Führung durch eine königliche Familie. Die Königin, die derzeit über den Stamm wachte, war Nixon-Rüstung Abus Dritte. Im Streben, bla 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 bla, sie kann durchsetzen, bla bla, wie eine Königin, bla bla. Den hatten wir gar nicht. Also gesehen hatten wir jetzt beim Gegner, wir selber hatten ihn gar nicht, aber den hatten wir entdeckt, den haben wir entdeckt und den hier. Schräg. Durch eine Rüstung und einen bestimmten goldenen Armreif. Das ist der Armreif aus Fire Emblem Engage. Nein, natürlich nicht. Wobei, ich überlege gerade. Ein Armreif, müsste also eins von den DLC-Dingern sein. Zu welchen von den bisherigen Armreifen könnte gehören? Am ehesten wieder aussehen wie der von Tiki. Wobei, irgendwie auch nicht. Das ist der 8. Armreif, Freunde, aus Fire Emblem Engage. Nein, Quatsch. Noch man gehört hatten. Die Legende nach ist der goldene Armreif so mächtig, dass er die Welt erobern kann. Wer ihn trägt, erlangt eine enorme Macht mit Herrscher. Enorme Macht? Ja, das ist ja einer dieser Emblem-Armreife. Also nicht Ringe, die Ringe sind ja von der Hauptstory. Und die Armreife sind die aus den DLCs. Lemuria, sie haben ja zu Hause. Okay, nichts. Vorerst beruhigt sein. Oh, vorerst. Könnte es sein, dass wir hier in Zukunft irgendwann auch mal noch ein weiteres Kapitel finden? Hä? Ah, jetzt habe ich's. Lol, das war jetzt aber schräg. Okay, jetzt muss ich es freischalten. Gut. Wir sind bei Minute 28. Ich glaube, wir können uns mal noch leisten, kurz hier reinzugucken. Machen wir doch ein bisschen schneller, weil jetzt kenne ich die Strategie einigermaßen im Deck. Let's go! Woohoo! Entschuldigung. Ein bisschen Super Mario Bros. Fieber. Und mein Zug. Megalo. Okay, der Effekt bringt mir noch gar nichts. Cybersee. Hä? Klappt das? Moment. Megalo. So, warte mal. Okay, das spielt jetzt hier keine Rolle, welche Reihenfolge ich wähle oder kettenmäßig.
bringen wir den Zauber, der gefällt mir nämlich relativ gut. Ah, Mist. Hätte hatte schon können sein, ihren Effekt aktivieren, aber es ist halt kein Ketteneffekt, deswegen ging es nicht. Schade, schade. Marincessin Korallending. Ah, da ist das Vieh. Ja, aber noch eins. Ich habe nur das momentan. Nachher, wenn wir das in Kombination rufen, ist irgendwie auch doof. Du hast seinen Effekt nutzen, indem ich auf den nochmal opfere. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen verrückt, Freunde. Aber so bin ich halt manchmal. So, jetzt aber. Den Effekt nutzen. Marmori, 2 plus Wassermonster. Prinzessin, Hand hinzu. Ja, gut. Ja, was das lohnt, ist die andere Frage. Ich will noch die Karte und wenn wir sagen, Angriff, Freunde, Angriff, Angriff. So. Meine Fallenkarte annehmen. Aua! Oh, Schmerzen, lass nach. Willst du mich verarschen? So. Junge. Was für ein Penner. Nee, noch zu früh. Aber sind davon eh nicht nötig, weil ich habe eh gleich gewonnen. Ja, die Effekte werden zwar annulliert, aber ganz ehrlich, spielt keine Rolle, weil ich bin jetzt das Duell. Und da irgendwie ein krasses Viech nach, aber so viel krass habe ich gar nicht. Super. Ja komm, spielt keine Rolle. Hauptsache, ich habe Power. Und ich habe noch mehr Power. Und ich habe die ultimative Power. Und ich habe gewonnen. Das war ein schnelles Duell. Sehr schön. Das graue ein Monster zu erlangen. Oh nee, das klingt nicht gut. Was, der Pinguin? Der Pinguin-Soldat. Das war richtig oldschool. Das muss eine der allerersten Karten sein, die es gab. Flip-Effekte. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Pinguin-Knappe. Hey, aber doch ein paar Nixon-Rüstung Viecher hat's. Der Megalo geht's auch wieder. Wir haben das Synchro-Monster. Trishuda, Drache der Eisbarriere. Oh yeah, wir haben sogar Bryonek, Drache der Eisbarriere. Die Drachen der Eisbarrieren waren ja damals so, sag ich mal, ja, waren halt die Drachen, Pseudo-Drachen, sag ich jetzt mal, wo ich das Gefühl hatte, hey, da können doch Drachen eines weiteren Außerwelten sein, aus der
5D-Saga. Kam natürlich in Kombination damals noch mit Yu-Gi-Oh! 5D, so Rise of Arcadia. Ein Pinguin. Ja, ja, wir werden ein Pinguin. Okay. Pinguin knapp, ja, aber Stufe 5 ist schon ein bisschen hoch. Ich will einen Pinguin-Soldat, den hatten wir schon lange nicht mehr. Also tatsächlich, das ist Ewigkeiten her. Ja, ich sehe die Strategie schon vom Deck. Dass es darum geht, eben Pinguine zu nutzen, um unser Synchro-Mod zu rufen. Prinzipiell keine schlechte Idee. Flip-Effekt. Pinguin knapp, ja langsam ein paar viele Pinguine. Ja, das ist jetzt gerade das Problem. Ich habe gerade überlegt, ob er die Stufe von meinem Kaiserpinguin senken soll. Wäre jetzt irgendwie noch cool gewesen. Dann mache ich es irgendwie anders. Ja, vielleicht nächsten Zug dann. Momentan sehe ich gerade den Effekt dahinter nicht so richtig. Beziehungsweise nutzen nicht. Okay, gut, danke schön. Ich will ernsthaft angreifen? Ich weiß schon, was er vorhat, will ein stärkeres Viech rufen. Okidoki. Okay, jetzt macht es langsam ein bisschen mehr Sinn. Dann denken die auf. Okay, okay. Die Frage, wenn ich den rufe, habe ich ein gutes Synchro-Monster? Er ist halt Stufe 9, aber damit Stufe 8. Oh, bin gar nicht mal so schlecht. Kampfschaden zu. Branding ist halt Stufe 6. Wir haben hier noch eine Stufe 6 Ding. Ich würde gerne Trishula rufen, aber gut, Empfänger plus 2 nicht Empfängermonster, das geht eh nicht. Okay, komm. Ich nutze einen Effekt hier. Das heißt, ich senke sein Level, damit ich ihn nachher rufen kann. Wirf ihn hier ab. Dann machen wir eine nette kleine Synchro-Beschwörung, Freunde. Tschum, tschum. It's time for Synchro! Der weiße Wal. Moby Dick lässt grüßen. Und ciao. Schön, schön. Ja, theoretisch nicht schlecht. Ich meine, ich kann nachher auch eine Kombi hier mitspielen. Ja, gucken mal.
Was? Ey! Was eine Scheiße! Die verbannt werden soll. Welche Karte schmeißt er da weg? Den brauche ich noch. Weil ich habe den ja noch auf dem Friedhof. Dann kann ich eigentlich den rufen. Auch irgendwie ein Pinguin noch? Nee, Friedhof eigentlich nicht, wa? Schmeiß mal den weg. Bin zurück und bin jetzt ein Empfänger. Geil, was? Hä? Das war's schon für ihn? Aber ich wollte dann gerade coole Kombi spielen. Menno. Bis zu 2 Pinguine. Hat er eine Stufe 4 Monster. Also ich kann noch so einrufen. Den hier. Das brauche ich jetzt auch nicht. Warte mal, der ist ja gar Stufe 4 und natürlich kein Ding. Wir machen eigentlich alles für Empfänger. Pinguin knapp. Ja, komm, wir rufen trotzdem beide. Ah, den und den. Ja, dann könnte ich Brian rufen. Wie sieht es mit Trishula aus? Hat doch irgendwie auch ein. Was kann ich Trishula? Nein, scheiße, falsch. Ah, da waren ja 2 Dinger, scheiße. Oh, Hass. Ja, bin ja gerade selber schuldig, voll Idiot. Ich wollte Trishula rufen, er braucht 3 Monster insgesamt. Egal, Brian ist auch cool. Sehr cool sogar. Aber meine Karte zurückschicken auf die Hand. Geht natürlich immer. So. Freunde, das war's. Sowohl mit der Folge als auch mit diesem Kapitel. Ein bisschen länger gedauert die Folge, ich weiß, aber das geht gerade so gut. Ich ziehe es gerade mal ein bisschen durch und ich muss zugeben, das hat Bock gemacht. Das war heute mal so ein cooles Deck, cooles Structure Deck und so. Ich sage, yo, kann machen. Das läuft wie geschmiert. Das Volk der Tiefsee haben wir hinter uns gebracht, Freunde. Im nächsten Part machen wir uns auf zum Herrscher über die Träume. Oh Gott. Dunkle, tödliche Rache, Reizewunder, Finsternis, Legende, Sternendrachen. Ja, wir haben noch ein paar coole vor uns. Und irgendwie sind auch ein bisschen creepy. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ciao zusammen.